Garage zu. Und jetzt ab zum Aria, Leute. Es ist so die letzte Woche im Oktober, wo ich gesagt habe, dass wir noch weiter vloggen werden. Will ich jetzt schon mal ein bisschen auf eure Fragen eingehen. Und eine der Fragen war, die habe ich heute von der Christine bekommen. Schöne Grüße an Christine, mit der habe ich die letzten paar Wochen hier in Aria gegrindet, hier im Aria kennengelernt und die folgt den Vlogs jetzt auch. Und die hat die folgende Frage gestellt: Wie wird man eigentlich besser in Pokern oder beziehungsweise wie studiert man am besten? Und ja, in diesem Vlog werde ich euch verraten, wie ich gestudiert habe oder wie ich besser geworden bin. Um richtig davon leben zu können und beziehungsweise auf Profi-Status zu wechseln, da muss man auf jeden Fall an mehreren Bereichen gleichzeitig arbeiten. Also nicht nur die ganze Theorie pauken, sondern auch das Mentale und Emotionen im Griff kriegen. Und ja, da können so einfache mentale Fehler können schon daran führen, dass man es an den Pokertischen nicht schafft. Wäre schön, wenn man sich einfach hinsetzen könnte und irgendwie für ein paar Monate oder ein Jahr oder so Theorie lernt und dann auf einmal Crusher wird. Aber das Problem ist, dass viele das Gelernte nicht einfach so anwenden können am Tisch. Da spielen halt Emotionen, Ego und ganz viele andere Faktoren spielen da eine Rolle. Dass man auch tatsächlich das Gelernte anwenden kann am Tisch. Und dann ist auch noch oft der Fall, dass das Gelernte oft beziehungsweise die Theorie oft mit der Realität halt einfach nicht übereinstimmt. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber oft sagt der Solver dir halt einfach, dass du River callen musst oder dass du musst da callen, du musst da callen. Dieses du musst ist halt ein Riesenproblem. Ich sag dir mit der Banane. Denn du musst gar nichts, du musst frei sein wie ein Vogel beim Pokerspielen. Du musst in Situationen, wo du weißt, dass du hinten bist, einfach auch mal folden können. Obwohl du eine starke Hand hast, obwohl du jetzt mal ein Full House hast oder so. Mir fällt gerade die Hand ein, wo Manik ein Full House gefoldet hat. Da gibt es ein lustiges Video auf YouTube, müsst ihr euch reinziehen. Also GTO sagt da wahrscheinlich, das ist niemals ein Fold, aber der Manik weiß halt einfach, dass das verschenktes Geld ist da. Und macht da den krassesten Fold ever. Das ist erstmal zur gesamten Einstellung, die man braucht im Pokern. Also die ganzen verschiedenen Bereiche, wo man sich verbessern muss. Jetzt setzen wir uns aber erstmal an den Tisch und nach der Session werde ich euch dann nochmal erzählen, wie ich ja, zum nächsten Level gekommen bin, wie ich mich verbessert habe über die letzten Jahre und wie ich es weiterhin ja, versuchen werde, mich zu verbessern und die Limits aufzusteigen und meine Ziele zu verwirklichen. Über Ziele müssen wir auch noch quatschen. Hey, my friend. Okay. Ziemlich unlucky gestartet. Direkt die erste Hand, die ich gespielt habe, habe ich King Queen geraced. Da gab es einen Limper, habe ich auf 20 geraced. Wir sind zu dritt in der Hand und Flop kommt König 9-2, ich bette, nur Smallblind called und Turn kommt eine 4. Ich bette nochmal und werde gecheckraced auf $120 oder so, ich call. Und River kommt eine Dame, jetzt habe ich Top 2 und er checkt. Und das war irgendwie, habe ich aus der Basen geworfen. Ich habe halt gehofft, dass er vielleicht ein schlechteres 2-Pair hat oder so. Und jetzt ein bisschen Nitti dann Check callen wird. Bin dann deswegen für etwas größeres Size gegangen. König wollte der auch nicht. Ist halt ein fischiger Spieler. Von daher habe ich mich dazu entschlossen, etwas größer zu betten. Ich habe $325 gebettet. Und er tankt und tankt und tankt. Und callt dann mit Pocket 4er. Der hat ein Set geturnt. Er hat halt so lange getankt, weil er dachte, ich habe UB10. Hat er dann gesagt, als er auch umgedreht hat. Aber ja, Top 2 nicht gut da. Ich bin jetzt im Moment fast $400 down. Schlechter Start, aber kriegen wir schon wieder rein heute. Müssen wir jetzt rausfallen. Gestern hast du mir Ron gut gebracht, als du an sich gekommen bist, habe ich direkt verdoppelt. Siehst du mal. Toll. Wird jetzt nicht passieren. Was schau mal.
Was? Was haben wir? Sag mal, was geht, Alter? Was geht bei dir? Spielst du regelmäßig? Wenn ihr den sucht, Leute, im Kings Casino ist er regelmäßig unterwegs. Dani gibt's nicht mehr. Dani gibt's nicht mehr. Immer noch Kings. Leute, vergesst nicht, Notion zum Abonnieren, liken, kommentieren. Der Jungs lebt von uns. Ja, mittlerweile könnt ihr auch Mitglied werden, also wenn ihr Bock habt. Super. Sofort Mitgliedschaft. Bis jetzt sind wir $1400 down, Leute. Bis jetzt hat einfach gar keine einzige Hand gehalten. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe Buben, 3-Bette Free Flop auf $50. Wir gehen zu dritt zu einem Flop, ist Bube hoch. Ist Bube 9-2 oder so. Der Pot ist schon groß, irgendwie $150 oder so. Ich mache eine C-Bet von $50. Krieg nur einen Call vom Small Blind. Turn kommt eine 7. Die Check called. Turn auch. Turn bringt sogar noch einen Flush Draw mit rein, also habe ich da auch groß gebettet. Und River kommt jetzt eine 8. Das geht Check, Check und sie hat Bube 10. So läuft bis jetzt die ganze Session. Also bis jetzt funktioniert nichts. Auch ganz lustig, dass wir heute ausgerechnet einen Vlog über das Besserwerden machen und aber richtig krass aufs Maul kriegen. Bis jetzt eigentlich einen schönen Upswing, Leute. Aber heute haben wir 30% unserer Winnings für diesen Monat verloren. Als ich mich hingesetzt habe, war mein Tisch von Anfang an eigentlich nicht so cool. Ich habe die Hand da aber direkt, also als ich mich hingesetzt habe, die allererste Hand, habe ich gegen Fisch verloren. Und der hat dann auch alles dann direkt weitergegeben an den nächsten. Nach irgendwie 2 Stunden oder so habe ich ausnahmsweise mal einen Table Change gemacht. So schlecht war der Tisch. Setze mich hin und krieg direkt Queens. Verliere gegen One Card Straight. Ein Flop Turn und River ist One Card Straight und er macht dann mit einer 7 eine Straße. Die allerletzte Hand habe ich aber scheiße gebaut, Leute. Das war Punt vom Allerfeinsten. Da Open Race deiner Mega-Action-Spieler aber auch. Ist in jeder Hand dabei und so weiter. Der Open Race $20, gibt einen Call $20 und ich bin im Small Blind mit Pocket Queens und Raise auf 100. Der Open Raiser geht jetzt einfach all in und ich habe noch so $700 noch left. Der andere foldet und ich call und ich glaube, das ist ein easy Fold in dem Moment. Ich kann einfach nur hoffen, dass er da, im besten Fall hat er halt Ass König. Der einzige Grund, warum ich gecallt habe, war da wegen, also ich war spielerbedingt. Aber im Nachhinein glaube ich, ist Fold einfach viel besser. Ja, da gibt es viel bessere Spots, einfach wo ich die All-Ins gewinnen kann. Es kommt eigentlich super selten vor, dass ich mal irgendwie am Tisch tilte oder so und deswegen dann die Session quitte oder schlecht spiele oder so. Aber heute war irgendwie mal Ausnahme, keine Ahnung, da ging einfach gar nichts klar. Und die Damenhand, wie gesagt, die habe ich schlecht gespielt. Aus dem Grund ist es, glaube ich, besser, wenn man noch nach Hause fährt. Und wenn das so ein Tag ist, wo einfach nichts in deine Richtung geht, dann einmal skippen ist vielleicht nicht so verkehrt und morgen frisch wieder zurückkommen. Und jetzt müssen wir da rausgrinden, Leute. Bis jetzt sind wir $3.712 plus. Wir haben aber nur 92 Stunden gespielt. Zumindest haben wir letzten Monat dick geknackt schon mal. Also den Rekord von letzten Monat haben wir bei weitem schon mal geknackt. Aber die 10.000 für diesen Monat schaffen wir eventuell doch nicht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass das nicht tiltend ist, wenn man so fett verliert. Aber das gehört alles dazu, Leute. Das ist jetzt das zweite Mal, glaube ich, seitdem ich wieder grinde, dass ich so groß verloren habe. Also ist sogar die zweitgrößte Losing Session. Und dann hatte ich noch einmal, wo ich einmal 1600 und dann am nächsten Tag nochmal $1000 verloren habe. Also das waren auch mal insgesamt $2600. Das gehört alles dazu, ist absolut normal, passiert immer wieder. Und ja, wenn das mit den Vlogs jetzt weitergeht, dann werdet ihr sehen, das kommt immer und immer wieder vor. Nichtsdestotrotz ist es mega tilten, wenn man so eine Session hat und da die ganze Zeit sitzt und nur aufs Maul kriegt und die ganze Zeit, dann macht man mal Table Change, hofft sich, dass das irgendwie da vielleicht mal besser läuft, mehr Fische und dass mal einer donatet oder was auch immer. Und dann läuft es da genauso weiter, direkt erste Hand kriegt man aufs Maul. Aber ja, da muss man sich halt am Riemen reißen und immer noch versuchen, die besten Entscheidungen zu treffen. So, jetzt nochmal meine Top 3 oder so Tipps, um besser zu werden. Also Nummer 1 auf jeden Fall Coaching. Holt euch einen Coach, holt euch euer Lieblingscoach, jemand, der zu euch passt irgendwie, wo ihr meint, okay, weil es gibt halt immer wieder so neue Streamer oder so, die auftauchen, wo ich selbst dann, einer von denen zum Beispiel Jeremiah Williams,
als ich von dem gehört habe und die ersten paar Streams gesehen habe, da bin ich direkt irgendwie mega Fan gewesen und so jemanden würde ich mir dann als Coach holen und das kostet halt, aber dafür lernt ihr richtig viel in ganz kurzer Zeit. Das ist auf jeden Fall Tipp Nummer 1, Coaching. Tipp Nummer 2 wäre, spielt ganz viel online, Leute. Je mehr Erfahrung ihr sammeln könnt, desto besser ist es. Vor allem kriegt man online viel mehr Hände rein, als wenn man nur live spielt. Also jemand, der online crusht, der ist einem Live-Spieler auf jeden Fall mega krass überlegen. Und vor allem ist es einfacher zu studien, wenn man online spielt. Also wie ich es gemacht habe, war am Anfang mit meinem ersten Solver, damals Shoutout an Daniel Engels, der hat mir den ersten empfohlen. Da habe ich halt einfach versucht, die so 15 Minuten Sessions zu spielen und die interessantesten Hände, die ich da gespielt habe in den 15 Minuten, die habe ich dann sofort reviewed und dann wieder 15 Minuten und dann ging das die ganze Zeit so, den ganzen Tag lang. Das habe ich 6 Monate lang so durchgezogen, bis ich so eine ungefähr Idee hatte, wie GTO funktioniert und ja, seitdem, ich habe jetzt im Moment keinen Solver. Das Einzige, was ich benutze im Moment ist DTO und damit trainiere ich halt einfach morgens ein bisschen. Vor allem, weil ich halt im Moment auch durch die Vlogs auch gar keinen Online spiele. Ist halt mega langweilig für euch, wenn ich zu Hause sitze und von meinen Online-Winnings berichte. Wenn wir in Vegas sitzen und es hunderte von Casinos da draußen gibt. Tipp Nummer 3 wäre, sucht euch eine Community, Leute. Das habe ich ganz lange Zeit vernachlässigt, auch immer noch eigentlich. Also glücklicherweise durch die Vlogs und so weiter habe ich immer die richtigen Leute kennengelernt, so wie Manik und Daniel und Felix und all die Jungs, die ihr so auch kennt. Also konnte ich immer mit den Leuten Hände austauschen und so und ja, wenn man so eine kleine Clique hat, mit denen man täglich Hände reviewen kann oder auch Phasen bequatschen kann und also Dinge, das hilft auf jeden Fall mega, als wenn man da die ganze Zeit alleine loszieht und wie so ein Lone Wolf versucht, ja, auf Eigen versucht, das Ganze zu schaffen. Picture, you can press this. Oh, okay. Ready. Where are you going? 1, 2, 3.